Herzliches Willkommen zu Super Mario One, einem wirklich sehr ambitionierten Fangame. Und wie man es eben vielleicht aus dem Namen schon rauslesen kann, Mario X Pokémon. Das Base Game ist Pokémon Emerald, Pokémon Smaragd, sprich vom Game Boy Advance, aber es hat nichts mehr mit dem Game zu tun. Es ist komplett über den Haufen geworfen worden. Wir sehen wahrscheinlich nicht bei Pokémon. Glaube ich habe mit dem Spiel nichts am Hut gehabt bisher. Ich habe auch geschaut, dass ich mich so gut wie möglich nicht spoilern lasse, was sehr, sehr schwierig ist, denn das Game kursiert momentan im Internet rum wie nichts. Das ist brutal. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt, so viel kann ich sagen, und ist auch gar nicht mal so alt. Wir sind nämlich sehr aktuell dabei. Oh, jetzt startet es nochmal. Es ist nämlich offiziell am 4. April 2025 rausgekommen. Das heißt, wir sind relativ aktuell dabei tatsächlich, was bei mir eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Entwickelt wurde das Ganze vom Team von Cobasco. Keine Ahnung, ob ich den richtig ausspreche. Und im Prinzip gab es sogar einen Publisher, kann man sagen. Sponsor des Ganzen war nämlich, oder ist nämlich, Alpha Red. Der hat das Ganze möglich gemacht. Und was ich bisher alles so gehört habe, es ist definitely worth a play. Denn das Ganze hat einen enormen Wiederspielwert. Jeder Run ist anders. Und das ist deswegen so, weil hier viel gerandomized wird, weshalb ich halt nur mehr gespannt drauf bin. Also ich habe ja sonst nichts davon gesehen. Wie gesagt, ich wollte mir ja nicht spoilern lassen. Und jetzt bin ich froh, dass es endlich losgeht. Manchmal weiß ich schon einen Monat vorher, was das nächste Projekt wird. Und in dem Fall war es so. Man sagt auch übrigens, dass das Game ziemlich unpredictable ist. Was kann man sonst noch sagen? Die ganzen Visuals sind selbst gemacht vom Team, also nichts ist so geblieben, wie es eigentlich mal war. Darauf freue ich mich natürlich sehr, weil ich habe halt auch noch nicht viel Hacks gespielt, wie man vielleicht auch an meinem Kanal sehen kann. Wow! Oh mein Gott, ist das geil. Die Rahmen sind sogar individualisiert. Hier der zweite Rahmen ist direkt ein M für Mario mit so Mushrooms. Dann hier ist Luigi. Das ist der Wario-Screen. Waluigi, Peach, Daisy. Was ist das? Keine Ahnung. Rosalina. Das ist ziemlich Bowser. Er hat's mich direkt damit schon begeistert. Das ist ja krass. Ja, wir werden hier auf extrem viele verschiedene Charaktere treffen aus der Mario-Welt. Und ich bin so gespannt drauf. Ich bin so richtig gespannt drauf. Es gibt 151 unique Mario-Mon zu fangen. Und das wird natürlich das Ziel sein. Werd vielleicht mehrere Anläufe brauchen. Aber ich sag gleich, erwartet nicht zu viel von mir. Ich bin absolut kein Pokémon-Profi. Es gibt ein Feature, das es noch nicht reingeschafft hat. Okay, den Challenge-Mode gibt's nicht. Team Sheets, das gibt's auch noch nicht. Level Cap. Oh, da muss ich gleich mal nachschauen. Ja, wir wollen uns ja nichts verbauen. Ihr seht's hier unter mir schon wieder. Die Retro-Achievements sind wieder am Start. Mittlerweile das 3. Projekt auf meinem Kanal. Ein Game wurde schon gemastert. Super Mario 64, wenn ihr da mehr reinschauen wollt. Hier oben verlinkt. Und momentan läuft nur Bomberman für den DS. Sollte aber nächste Woche fertig werden. Das ist jetzt auch mal hier oben verlinkt. Okay, ja, ich habe noch geschaut. Level Cap müssen wir schalten, sonst verbauen wir uns direkt ein Achievement. Was es aber nicht leichter macht für mich. Oh Gott, ich bin so ein Noob in Pokémon. Ach du Scheiße. Somit dürfen unsere maximalen Level, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dann wird das sehr spannend. Unser maximales Level der Mariomon übersteigt dann das höchste Level des nächsten Arena-Leiters nicht. Wir schauen mal, wie sie das verhält. Und wir schalten Level Scaling, Das heißt, alle anderen Trainer, gegen die wir kämpfen werden, leveln mit uns mit im Prinzip. Also es wird jeder Kampf spannend, kann man so sagen. Oh mein Gott, Party Limit, was? Ah, ist nicht aktiv. Okay, ich habe mich schon gewundert, weil da steht irgendwas von wegen plus Party Slot. So, und damit hätten wir praktisch schon mal prevented, dass wir ein Achievement verkacken. Denn es gibt 3 Missable Achievements, das ist eins davon. Oh, eieiei, Nuzlocke. Ah, oh, das ist voll geil, dass man das direkt stehen kann. Aber wir spielen hier kein Nuzlocke. Habe ich auch mal vor, vielleicht in einem anderen Game. Wir schauen mal. Nuzlocke lassen wir raus. Und wir sehen direkt Professor Igit aus Luigi's Mansion. Und mit sogar direkt Luigi's Mansion Musik. Er ist der Professor dieser Pokémon-Edition. Das ist geil. Finally, a connection. Nice to meet you. I'm Professor Elvin Get, but you can just call me Get if you're of a shortening mind. Now then, young fella, let me tell you about the world of the Mushroom Kingdom. Oh. Here's a
Here's a denizen of the Mushroom Kingdom. As a creature of the Mushroom Kingdom, you'll be seeing many of these throughout your adventure. Okay, Buhu ist dann auf jeden Fall schon mit Pokémon. Ein paar weiß ich schon. Hab man im Intro auch schon gesehen. Ja? Oh Gott, ich bin so gespannt. Das wird so geil. Die Story ist so richtig verrückt und alles Mögliche. While they're usually the hostile sort, you'll be getting very familiar with them. Why is that? You'll be finding out shortly. Don't worry about that. Now then, allow me to introduce some fine young lads. What? These two are called Mario and Luigi. They're the unlikely plumber heroes of the Mushroom Kingdom. You'll be experiencing this journey through the eyes of Mario. But what's your name? Okay, wir spielen im Prinzip Mario, aber die wollen trotzdem unseren Namen wissen. Yes, you. You are reading this. Das ist ehrlich gesagt ganz lustig, weil ich bin ja der Mare. Wir sind fast Namensvetter Mario. Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich mag das immer, wenn die Namen in Großbuchstaben geschrieben sind. Sir, it's Mare. Yes. So, you're Mare, eh? Well met then, Mare. Warst du schon? Alright, are you ready? It's time to venture out into the Mushroom Kingdom. Make sure to come see me in Toad Town. Oh, nice. Oh, geil, wir können direkt losstarten. Oh, ich frage mich so. Mario booted up the PC. What would you like to do? Oh ja, das ist natürlich gut. Item Storage. Dekorationen. Für was sind denn Dekorationen? Okay. Oh, there's a copy of Super Mario Bros. 3 im NES. Oh, okay. Natürlich, die Nintendo-Konsole darf natürlich auch nicht fehlen im Zimmer. Oh, Luigi's Keys to Happiness. Luigi braucht eine Anleitung, weil er vielleicht mal ein bisschen verbittet ist, im Schatten von Mario zum Stehen. Always have a goal to work towards. Remember the sad times as much as the good times. Das ist richtig, Ups and Downs. So lernt man die guten Zeiten besser zu schätzen. Tell everyone you love them. Deswegen... Okay. Wir haben ein Ohrzimmer gemeinsam. Deswegen werde er wahrscheinlich immer... Mario sagen, wie gerne er hat. Good morning, Mario. Did you sleep well? Still a little groggy? Why don't you grab a mushroom off the fridge to get the day started? Oh ja. Das ist natürlich auch wieder recht lustig, weil ja eigentlich Mario keine Mushrooms mag. Mario opens up the fridge. Obtained the mushroom. Oder zumindest hat er früher den nicht mögen, wie wir ja im Film erklärt gekriegt haben. Mail Call. I get it. Wisst ihr, was natürlich scheiße ist? Ich finde es natürlich cool, einen italienischen Dialekt noch zu machen. Aber wenn ich gleichzeitig auch noch Englisch sprechen muss, dann kannst du es vollkommen vergessen. Ich bin ein bayerischsprachiger Bub. Wenn ich jetzt auch noch in einer anderen Sprache einen Akzent reinbringen muss, dann... Wow, das kann ich nicht. Oder warte mal, ich versuch's mal. It's a letter from Princess Peach. Aber das ist ja mehr Mario. Scheiße. It's a letter from Princess Peach. How about I read it to you, okay? Scheiße, es geht ja doch. Dear Mario and Luigi. Was? Luigi A? Pflanzen Triple oder was? I'm hosting a worldwide party with help from Professor Iget and friends from other kingdoms. It should be a fun time with a prize in the end. He will be over shortly to explain more. Have fun. Signed, the princess. This sounds super exciting, bro. Let's meet the princess. Oh, Luigi has become your partner? Lol, wait. Nein, er geht mir hinterher. Laufen die Pokémon immer hinterher? Also die Mariomon? Come on, bro, let's go. Läuft das jetzt immer so ab? Könnt ihr es sehen? Oh. Da bin ich ja mal gespannt, wie das weiterläuft. Mit Partner? Luigi kommt uns wirklich hinterher. Oh mein Gott, schaut das geil aus. Mario and Luigi's Haus. Oh, das ist geil. Oh, yo, der Kamin ist er. Warpipe. Oh, ich bin hyped. Ich bin so hyped. Schaut das geil aus. Ist da unten wie immer normalerweise? Nein. Eine Surferstelle habe ich gemeint, aber nö. Gibt's da ein Menü? Ja. Pockets. Oh, die Hosen. Lol, ich hab direkt Sonderbonbon. Ah, okay, ich glaube, die gibt's immer. Ja, seine Key-Items, die kann man immer hernehmen. A small wooden mallet. It can smash rocks. Wir haben einen Hammer schon direkt. Der Mushroom halt 20 HP. Das heißt, der ist wie ein normaler Trank. Nice one, Mario.
Was haben wir hier? Die Trainer Card. Mhm. Es gibt 8 Arenaleiter im Prinzip wieder. Das ist nice. Okay, ich habe gemerkt, dass ich vorher irgendwie aus Versehen die Text-Speech falsch eingestellt habe. Da der wir gleich mal einen Rahmen rein und erstmal abspeichern. Das ist natürlich lustig, weil Luigi hat uns ja hat sich ja uns angeschlossen, aber hier unter mir steht er die ganze Zeit, wir werden Rivalen werden. Und ich mache mal die Musik ein bisschen leiser. Ich glaube, das langt. Okay. Wäre natürlich alles in Zukunft ein bisschen mehr angepasst. Mario's Pathos ist da unten. Okay. Ich bin natürlich wie immer am Anfang vom Projekt massiv aufgeregt. Alright, Bro. Let's get going. Once we get through here, we'll be in Toad Town. It should take no time at all. Wait! Ah, da ist er. Professor again! We were just on our way to Toad Town to see you. What's up with the letter that the princess sent us? Patience, my friend. I'm a bit out of breath from running here. Warum ist es denn los? Wir kriegen direkt unseren ersten Partner. Okay. I was going to wait for you to arrive in Toad Town before I explained. But then I remembered this path was here. I could have you two stomping on Koopas and Goombas, the such who are participating in the game. Now then, today, by request of the princess, I will be introducing you to the Cap Challenge. It's a game that has you build a party of allies or captures to battle each other. Like baseball! Yes, Luigi, just like baseball. Let's go ahead and get you and your brother started. Oh, Luigi wird so unser Rivale. Behind me is a piranha plant, Bob-Omb, and a blooper. Species such as these are an integral part of the event the princess is putting on. I can only give a brief rundown here, but the princess will be explaining more at her castle. Okay, also die Challenge ist, wir werden hier reingeschmissen ins RPG und es ist alles gesetupt von Peach selber. Das ist natürlich interessant und cool. Why should we play, Professor? If not because it will be lots of fun, but because the winner will be granted a wish. Did you hear, Mario? A wish! But what do the piranha plant and others have to do with this, Professor? I'm glad you asked, Luigi. Contestants will be splitting themselves into 2 categories, those who command and those who move. You'll be competing in battles of strategy, utilizing your captures, attacks called moves. Here, the best way to learn is just jump right into it. Go ahead, pick whichever one you'd like. Ja, und das ist nämlich lustig, weil ich darf nicht den wählen, den ich eigentlich mehr hat, sondern ihr da draußen habt's gewählt. Und danke dafür übrigens. Das Voting ist hiermit jetzt offiziell beendet, ja. Das heißt, ich nehme jetzt das gewählte, am meist gevotete Mariomon. You go ahead and choose first, bro. I don't mind. Luigi, nett wie immer. Wie ist das Voting ausgegangen? Ich sag mal so, mein Favorite war gewesen Bob-Omb. Aber meine Stimme zählt ja 0. Ich hab selber nicht gewotet. Das heißt, ich hab wirklich da nur auf euch da draußen gehört. Meine zweite Stimme war gewesen der Blooper. Und die dritte Stimme Piranha Plant. Und das ist tatsächlich die Piranha Plant One. Oh, shit. Das Pflanzen-Pokémon. Oh, nicer Sound. Aus Super Mario 64. You want the grass type? Piranha Plant? Ja, eigentlich Ming nicht, aber es hilft nix. So, unser erstes Pokémon! Mariomon, sorry. Piranha P. Boah, das ist ein geiler Name. Oh, ein Nickname. Soll ich immer Nicknames geben? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie folgt mir da als allererstes einfach der Lutscher, ey. Weil der kann sich ja Kirby-like irgendwo ransaugen und dann... Deswegen ist er der Lutscher. Alright, Luigi, your turn. So, und er grabt sie dann natürlich... Was, den Blooper? Das macht aber keinen Sinn. Der Rivale hat ja normalerweise immer das andere Pokémon, das stark gegen uns ist. Right then, go ahead and stand in front of each other. Und wir fighten jetzt direkt. And now begin. Und los geht's. Der erste Kampf. Cap Trainer Luigi would like to battle. Bluey ist der Name, der nur Level 2 ist. Aber wir ganz normal mit Level 5 starten. Und wir kriegen hier richtig geile Mario and Luigi Mucke. Oh Gott, die ganzen Sachen, die ganzen Attacken sind ja auf Englisch und ich habe keine Ahnung auf Englisch. Ich habe Pokémon nie auf Englisch gespielt. Okay, Wine Whip ist aber der Rankenhieb und der ist vielleicht sogar One-Hit.
Ja, ja, tatsächlich. Super effektiv gegen Wasser natürlich. Yeah. Brotherly Rivalry. Unser erstes Achievement, Leute! Das erste von 3, das wir missen können. Wow, Mario, you're already so good at this. Ach, Luigi. Luigi ist echt nett wie immer. You did amazing, Bluey. What a wonderful battle. Now then, in order for someone to be a part of your party, they need to wear a specially designed cap I've created. The members you choose already have them, but you're going to need some more in the future. Das heißt, wir kriegen halt so eine Kappen und es gibt halt die Spieler und die Trainer. Also die Spieler, die halt eben kämpfen, die Pokémon an sich, und die Trainer. Und Olli müssen so eine Caps aufhaben. Okay. Jetzt macht das natürlich Sinn. But you're going to need some more in the future. Here, they're in the Scare package. Aha. Inside it, obtained the caps. Aha. Also wir werden wahrscheinlich mit die Caps an die Pokebälle. Wir schmeißen mit Kappen wahrscheinlich auf die, oder? So Cappy-like. Ja. Wir werden die capturen. Das ist smart. Das ist richtig smart, so wie in Mario Odyssey. These caps will also shrink down your capture so that they may travel alongside you more easily. Inside the care package is also my patent-pending Tattledex, where an elite group of researchers and scientists have compiled every capture's strength as well as a creepy excerpt about them. The Tattledex. Wie der Pokédex. Now then, I suggest you to start heading for the castle as soon as you can. Okay, und er nimmt den Bob-Bomb wieder mit. Well, bro, I'm gonna head off to Town. Maybe I'll see you along the way. Okay. You can now run around by holding B button. Yeah, jetzt haben wir direkt das erste Pokémon. And Trooper ist das erste Vieh. Ich habe irgendwie mit Goombas gerechnet tatsächlich. Ah, mit Erkui Capturen. Dann wird ja natürlich erstmal Heuler einsetzen und den Angriff senken. Poison Stream. Oh mein Gott, laber nicht. Direkt super effektiv. Deswegen haben wir den Angriff geschwächt. So. Oh, Härtner. Der wird doch direkt mal angreifen, oder? Die Plumber Cap. Los, Cappy. Wir haben unser zweites Mariomon. And Trooper. Und man kriegt EP fürs Fangen. Ah, okay, das ist natürlich richtig und wichtig. Käfer-Pokémon. An oversized insect. It is a tireless worker often used to transport goods. Its shoes act like suction cups and it can walk along walls and ceilings. Mhm, cool. Aber ich frage mich gerade, in welchem Game du immer so vorkommst. Ich glaube, zuletzt in Super Mario 3D World. Da waren die wirklich fett. So, das ist der Saugnapf. Ich weiß auch nicht, warum Olli Nama jetzt bei mir irgendwas zum Tor haben mit Saugen. So, ich darf gerne wissen, wo wir uns dann heilen können eigentlich. Oh, und Cooper T. Wer ist denn warum Cooper T? Aber möchte ich natürlich auch fangen, gell? Direkt nochmal hier in Heulerei. Oh, Verteidigung sinken, ja toll. Das macht natürlich jetzt gar keinen Sinn, gell? Nochmal 1 Pound. Müsste Pfund sein. Und jetzt schmeißt man einfach. Let's go. Cooper fangen. Cooper ist ehrlich gesagt so ein Mariomon, der sie gern trainieren darf. So ist es schon mal gut, dass du dabei bist. Aber welcher Typ bist du? Das ist jetzt natürlich auch interessant. Oh, Level 6. Sehr gut, sehr gut. Withdraw. Oh, was kann denn das sein? Normal Pokémon. Okay, passt. A turtle that is beyond loyal to the king. The bottom of its shell is made of a low friction material that allows it to slide across the ground. Das ist unser Bouncer. Das Viech wird irgendwann wahrscheinlich so Tour-Talk-mäßig heftig. Keine Ahnung. The first level. Wait, World 1-1? Die haben das jetzt wie... Oh mein Gott, das ist das geil, das Game. Die haben das aufgeteilt in Welten, so wie beim Mario ganz normal. Und hier können wir direkt mit dem Hammer durchfetzen. Oh mein Gott, ist das geil. Hey Luigi, what's up? Hey bro, you have your hammer on you. If you do... Luigi used the hammer. Bam! You can break bricks like this. Well then, now that I've done my brotherly duty, I'll be heading onto Town. Oh, and don't forget to use the hammer on question mark blocks as well. Ah! Ja, geil! Wir können die einfach aufklopfen. Bam!
Found the one Chef Cap. Chef Cap wird wahrscheinlich... Oh mein Gott. Ich bin gerade so begeistert mit dem Game. Pocket. Chef Cap wird, genau, da, sag mal. Ah, ja, okay. Das wird, anderer Pokéball, ey. In dem Fall ist es ein Heilball. That restores recruited captures. Krass. Ah, okay, wir haben doch nicht unendlich für die normalen Pokébälle. Okay, okay. Ja, dann gehen wir direkt nochmal zurück und dann schon mal alles looten. Ein Exclamation Point Block. Seems like this one doesn't do anything, though. Ah ja, perfekt. Und es wäre natürlich wieder angezeigt, welche Pokémon wir schon haben und welche nicht. Wir haben eine Wasserattacke gekriegt, aber das wäre keine Attacke, sehr. Können wir mal schnell schauen, was das alles kann. Withdraws the body into its hard shell to raise defense. Ah ja, okay. Okay, also ich werde ab jetzt die Begegnungen mit wilden Pokémon cutten. Wir haben wieder ein paar Pokébälle gekriegt. Genau, dann müssen wir hier nochmal zurück und nochmal alles hochlatschen. Wait. Ach stimmt, das ist kein Fragezeichen. Ah, okay. Die können wir also nicht aufmachen. Na, okay, dann passt's. Wo ist denn jetzt? Ich habe eine Beere die ganze Zeit bei mir gehabt. Oh lol, das habe ich natürlich nicht gewusst. Aber Level 7 haben wir erreicht. Ah, okay. Und die Blöcke kämen wieder zurück. Okay, wir gehen hier rüber und kämpfen gegen diesen Trainer. Nachdem wir gegen das wilde Pokémon wieder gekämpft haben. Hoppala. Okay, erster Trainerkampf. Oder? Doch nicht? 1-1 is rather small, don't you think? But at least things are peaceful. Ansichtssache. Bam. Bam. Oh na, ach komm, das sind schon wirklich viele Pokémon jetzt die ganze Zeit, die herkommen. Und ein Schwammerl kriegen wir nur. Perfekt. Ich glaube, das war so ein Ding, dass es ein Achievement gibt, auf jeder Route alle Items zu finden. Und so, oh, jetzt haben wir einen Gumba. Perfekt, den fangen wir natürlich auch direkt. Du kommst mit, mein Freund. Und jetzt fangen wir den auch schon mit dem normalen Boy. Unser viertes Mariomon, da ich mal sagen, oder? Let's go. Und Level 8 kriegen wir auch noch. Das ist so jetzt dann mal vielleicht den Lead wechseln, damit Piranha Plant nicht direkt komplett in die Höhen schießt. Aber wir haben jetzt sowieso das Cap. Also eigentlich soll es passen. An angry yet powerless mushroom. Its reputation as a weakling is earned. It is said to be a traitor, abandoning unwary trainers during battle. What? Oh. Lappen. Ich gehe irgendwie nicht sehr nett mit meinen ganzen Pokémon um. Aber okay. So sei es. I'm out here collecting flowers to sell back at Toton's market. Wait, guck mal nicht. Okay. Der labert nur. Oh, was ist das? Sag bloß, es gibt VMs oder sowas in die Richtung. Aber ich glaube eher nicht, weil nachdem wir den Hammer haben. Guarding this entrance is so relaxing. Thanks to you, of course, Mario. Nobody would ever cause trouble. Given your home is right past 1-1. Gibt es hier noch Sachen zu finden? Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht versteckte Items nicht finden oder was weiß ich. Toad Town. Und schon sind wir da. Toad Town North. Ah ja, nach Norden geht's nach Toad Town, im Süden zu Marios Pad. Okay, und ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Es wäre sehr interessant, Leute. Vielen Dank fürs dabei sein. Wir starten rein mit dem ersten erfolgreichen Achievement. Huiuiui. Das geht natürlich schon gut los. Aber wie gesagt, es ist alles random hier. Wie sich das alles äußert, keine Ahnung. Wir werden sehen, ich bin sehr gespannt auf die weitere Story. Wir sind auf jeden Fall in der Challenge im Game von Prinzessin Peach drin. Und da die sagen, die nächste Folge findet ihr in der Endcard. Sobald sie online ist, Bewertung definitiv nicht vergessen. Danke nochmal fürs Voten und bis zum nächsten Mal.